Feierwerk betrachteten wir Matthäus Kapitel 7, Vers 14, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, dort purt es eng in die Weich als schmal, die zum Leben führt. Und er sagt, und das sagt nur wenig, die dort fingen. In unserer Betrachtung sagen wir, dort wenig Menschen den schmalen Weich fingen dann. Und wenig Christen ab dem schmalen Weich blieben dann. In unserem Text, in Sprüche 4, nehmen wir dann 3 Hauptgedanken rüt, die uns helfen können, ab dem schmalen Weich zu bleiben, wenn wir die 3 Dinge tun. Salomo sagt, das ist möglich. Wir können ab dem schmalen Weich bleiben, wenn wir erstens Gottes Wort lernen tun, auf sein Wort achten tun und sein Wort am Horten halten. Zweitens sagt er, wir müssen abpassen, dass wir unsere Horten nicht von Ungerechtigkeit oder Sünden beeinflussen lassen. Wenigstens die wollen uns immer vom schmalen Weich raufleben. Und drittens sagt er noch, müssen wir ständig Glück vor uns kicken und jeder jährliche Schritt bedenken, den wir im Leben nehmen. Wenn wir nicht darüber denken und kicken, dann wollen wir somewhere hingehen, wo wir nicht sagen. Und in Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 13 bei, so erstens los wie Vers 14, über ein Vers Eier, du sagt er, dort purt es weit in die Weich als Bräut, die an dort verdorben wird. Und viele guten den Weich. Aber woran? Haben wir uns mal Gedanken darüber gemerkt, woran wählen viele Menschen lieber den Bräutenweich zu gehen, wenn sie all im Verrückt weiten, wo die Hand geht. Das ist, was wir von das Mal mit Gottes Hand betrachten wollen. Woran wählen so viele Menschen den Bräutenweich über den schmalen Weich? Und ein Grund fingen wir in unserem Text in 1. Korinther 1, Vers 18. In Vers 18 sagt Paulus uns, für die verloren gehen, als das Wort vom Kreuz, wow, so aus Torheit oder Ansehen, sagt dort an der plottische Übersetzung. Das ist Ansehen. Und was meint Paulus hier, dass das Wort vom Kreuz so ist Ansehen ist für die verloren gehen? Was ist das Wort vom Kreuz? Das Wort vom Kreuz ist das Evangelium von Jesus Christus. Wer er ist. Wir wissen alle, wer Jesus Christus ist. Aber das ist auch, was er für uns zu tun hat. Das ist nicht genug, bloß zu wissen, wer Jesus ist, aber wir müssen auch wissen, was er für uns zu tun hat. Und dann ist das auch, was Gott von uns verlangen wird. Jesus zu wissen, das fern, aber was verlangt Gott von uns? Dass wir Jesus Christus persönlich annehmen dürfen, aus uns erraten und auch lehren und führen im Leben. Das ist, was diese Welt für Ansehen hält. Die sagen, dass das Evangelium nicht zu verstehen ist und dass es nicht Sinn macht. Und ich will einige Verse für uns lesen, die wir in 2. Korinther fingen dann in Kapitel 5, wer mitlesen will. Und hier so redet Paulus Krieg von der. Er sagt in 2. Korinther 5, Vers 13 bis 15, aber wenn wir, sagt er, wenn wir in die Begeisterung zu weit gehen, dann ist es für Gott. Sind wir über bei klarem Verstand, dann ist es wegen Jünd. Christus in der Leib trifft uns dazu. Wir sind davon überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind die alle gestorben. Er ist dazu für alle Menschen gestorben, dass die du leben, nicht mehr für sich selbst leben, dann, aber für den, der für ihn gestorben ist und vom Tod abgestorben ist. Und in dieser Welt, liebe Geschwister, in dieser Welt, diese paar Verse, finden wir wenigstens 3 verschiedene Punkte, woran die Welt das Evangelium für Ansehen hält. Erstens, sagt Paulus, dass alle gestorben sind. Und die meisten Menschen wollen nicht zugeben oder glauben, dass sie wegen ihrer Sünden Gott gegenüber jährlich tot sind. Wenn sie Jesus Christus nicht am Horten haben, dann sind sie jährlich tot. Die meisten Menschen wollen das nicht ansehen. Und das wäre vielleicht der erste Lied, der Mensch, der hier hat, und dort kommt von so tun Salz, was vor der über alle Lehres ist. Was versprüht so tun Eva am Anfang? Wenn sie von der Frucht vom Baum Verständnis geben können, right? Dann was? Was wird mit ihr passieren?
That's right. Dat sie wird klug worden und dann so worden als Gott, right? Und alles weiten, was Gott weit sollte sein. Und Gott sagte Adam und Eva, die sollen nicht vom Baum eten, was würde dann passieren? Dann würden sie sterben. Und so tun sagte das ist nicht so. Das stimmt nicht. Die wollen nicht sterben, wenn die davon eten wollen. Die wollen klug sein. Die wollen so Gott klug sein. Und deswegen will Gott das nicht haben. Wegen dann will Jesus Gott sein. Das, was Satan oder so tun, versprüht. Und potwies stammt Wasser. Sobald Eva und Adam vom Baum eiten, hatten sie Erkenntnis gekriegt von was schlecht ist. Nicht was gut ist. Das hatten sie auch im Verrückt gewusst, right? Gott zu gehorchen und live ist das Gute, nicht? Nicht haben sie gewusst, was schlecht wäre. Und das wird sie nie deuten. Sie haben gewusst, was schlecht wäre. Und nicht bloß durch ihre Sinnen werden sie vom Baum, der lebend jaft getrennt, was Luther zu ihrem physischen Tod führen wird. Und wir weiten dort eher Eingehorsam den jährlichen Tod oder ewige Trennung von Gott auch gebracht wird. Also der Sinn merkt ans Tod. Der zweite Punkt, den die Welt vom Evangelium für ansehen hält, ist Jesus selbst. Wer er ist und was er für uns getan hat und woran er das getan hat. Die sagen, das macht nicht Sinn, was wir von Jesus glauben tun. Das wären Dinge, die besonders die Juden nicht verstehen können. Und was der Gründe, woran die Juden Jesus nicht persönlich als Messias annehmen wollen. Die Welt fragt, wo kann Jesus für alle Menschen sterben? Und wo können sie den Tod uns von unseren Sünden raten? Was hat sie den Tod uns? Well, wir sagen, der Heilige Gott ist, nicht? Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 21, Gott mögt den, der von keiner Sinn wiss, in unserer Städte sind, dort wir durch vor Gott gereicht werden, so es dort vor jauen wird. Jesus muss sterben. Er muss kommen. Jesus allein, Gott allein, kann für unsere Sünden sterben. Die Welt fragt, wo kann Jesus von den Tod abstehen? Und warum ist es wichtig, dass er vom Tod abgestanden ist? Und das gibt es viele Menschen, die sich Christen nennen, die nicht glauben, dass Jesus Christus vom Tod abgestanden ist. Aber das ist sehr wichtig, dass wir dort glauben. Weil wir Schwester, Jesus muss vom Tod abstehen. Er muss vom Tod abstehen. 1. Korinther 15. Ein Buch 3, 1. Korinther 15, Vers 17 bis 19, sagt Paulus. 1. Korinther 15, 17 bis 19. Und wenn Christus nicht vom Tod abgestanden ist, dann ist ihn Glauben was? Vergebens, right? Huh? Ja, das ist nicht gut, right? Das ist vergebens. Und die sind dann noch in jene Sünden. Dann sind auch die verloren, die in Christus eingeschlupen sind, oder was all eine Ewigkeit sind, oder was all tot sind. Und wenn das bloß für das Leben ist, dass wir ab Christus hupen, denn es mag alle Menschen keine so sehr zu bejammern, als die Christen. Als wir. Und um die Todeskraft immer ans Weich zu nehmen, muss Jesus für unsere Sünden sterben und dann auch vom Tod abstehen. Er muss dadurch den Tod besiegen. Die Welt fragt, warum würde ein allmächtiger, heiliger Gott das für uns tun? Warum? Der hat uns Leben, der hat uns Leben, right? Von now nach noch einmal. Deswegen habe ich das getan. Er will uns raten, er will mit uns sein, und er kann nicht mit uns sein, wenn wir Sünden im Hort haben. Für uns ist es schwer zu verstehen, dass Gott uns so gnädig ist, aber das, was Gottes Wort uns lehrt. Und drittens hält die Welt für Ansehen, dass jemand sein Leben für Christus leben wird. Die Welt sagt, wir sind versetzt, keiner als für uns selbst zu leben. Also, woran würden wir für Jesus leben wollen? Einer, der wir nicht immer sein kann. Wirst wie Gott leben haben. Wir lesen in 2. Korinther 5, Verse 13 und 14. Christus, seine Leib trifft uns zu tau.
Wir sind davon überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind die alle gestorben. Er ist für alle Menschen gestorben, dass die durch Leben nicht mehr für sich selbst leben, aber für den, der für ihn gestorben und vom Tod abgestorben ist. Gottes Leib trifft uns dazu. Und uns Leib für Gott trifft uns dazu. Wir wollen nicht mehr für uns selbst leben. Paulus hat gesagt, wir haben genug für uns selbst gelebt. Lang genug für uns selbst gelebt. Nie, wenn wir erlöst sind, wenn wir Kinder Gottes sind, nie von hier wieder, weil wir nie für Gott leben. Der alles für uns handelt. Umso dort, wir würden gerne Gemeinschaft mit ihm haben. Du wegen, lebe ich für Jesus. Die Welt betrachtet diese 3 Dinge und sagt, dass das Evangelium Ansehen ist. Wir losen, wo Paulus schreibt, wir predigen den gekreuzigten Christus, an den die Juden sich streiten, und den die Griechen für Ansehen halten. Diese Menschen, diese Juden und Griechen, wollen Beweis dafür haben. Die wollen aber einen Beweis dafür haben, dass das Evangelium stimmen wird, dass das wahr ist. Und wenn nicht, dann sagen sie, dass alles bloß abgemerkt wird. Von der nach wurden Kinder gesagt, was die Bibel lehrt, ist bloß abgemerkt wird, utgedacht wird. Aber das ist nicht. Gottes Wort ist Wahrheit. In 1. Korinther 1,22 sagt, die Juden fehlen die Tugend und die Griechen siegen die Weisheit. Und so sind Menschen von der nach noch immer. Und wenn wir 3 denken dann, und Jesus und die Apostel, wir wissen, dass Jesus und die Apostel einmal waren, Tauheicher diese Dinge geben. Die geben an Tigens, die geben an Weisheit. Aber das schien niemals genug zu sein, um die meisten Menschen für Jesus zu gewinnen. Das sind bloß Utreden, was die damals brauchten und von der Tag noch einmal brauchen. Lass mich was Beispiele erwähnen, von was Tigens und auch Beispielen von Weisheit, was Jesus und die Apostel und die Menschen damals tun. Zuerst will ich aus Johannes 10 was lesen. In Johannes 10, so hat Jesus groß einen Mann, der blind geboren wird, geheilt und seinen Tauheicher gesagt, dass er der Gott hart ist, der sein Leben für die Schub gibt. Das ist Vers 11. Und nun will ich den Vers 17 bis 21 lesen aus Johannes Evangelium Kapitel 10, Vers 17. Jesus sagt, mein Vater ist mir wegen Gott, wie es ich mein Leben handlei. Aber dort war dort war zu nehmen. Dort nimmt mich keiner Weg, dort lag ut mir selbst han. Ich habe die Kraft, dort handzuleihen, und habe auch die Kraft, dort war zu nehmen. Und das Gebot habe ich von meinem Vater gekriegt. Wie es Jesus jetzt sieht, wie manche Juden waren eine Spöllung. Viele von ihnen sehen, ich habe einen weisen Geist und es verreckt. Das Wort heißt wie eine Arm. Andere sehen, das sind nicht wir von einem, der einen weisen Geist hat. Kann ein weiser Geist einem blingen, der Juden aufmerken? Also für die Juden muss Jesus immer wahre Tigens wiesen, um seine Wirte zu unterstützen. Zum Beispiel seien sie in Johannes saß, Kapitel 4, Johannes saß verstartig, seien sie zu ihm, was denkst du für ein Wundertigen, dort wie dort sein und an die glauben? Was warst du da? Und, ich meine, wofür Wunder hat Jesus damals nicht getan? Wofür Wunder haben sie nicht gesehen? Und doch die meisten Menschen glaubten nicht an ihn. Und dann Luther, was er an eine schwere Wahrheit sieht, verleiten die meisten an. Dann frug er seine Jünger auch, weil ihr mich auch verloten? Das wir never genug. Und von der und da schien das uns manchmal schwierig, wenn wir probieren, Menschen für Christus zu gewinnen. Die werden bloß nicht glauben. Und einer denkt, wenn ich bloß ein Tiken anwiesen, dann würden sie glauben. Aber nicht einmal. Was hat Jesus den Menschen nicht alles gewesen? Und das schien nicht genug zu sein. Die wollen auch nicht. Jesus hat einen Mann, der blind geboren wird, geheilt. Und sie sehen, dass er einen weisen Geist an sich hat. Die Griechen werden nur später. Die sagten einmal eine Weisheit. Und von hier und nach sind Menschen auch krank so. Die siegen eine Weisheit.
Und jetzt sei wir in Apostelgeschichte 26. In Apostelgeschichte 26, du so erklärt Paulus, woran die Juden am Tempel damals festnehmen. Und er sagt dann zu König Agrippa, Vers 22 bis 28. Apostelgeschichte 26, Vers 22 bis 28. Und wie es Gott mir bei von der Tag geholfen hat, stu ich hier mit meinem Zeugnis für große und auch kleine, und sei nicht unrührt, als was Moses und die Propheten sehen, dass es kommen wird. Dass der Christus leiden wird. Und wie es die erste sein wird, vom Tod abzustehen, wird er Israel und auch die Nichtjuden predigen. Dass durch Licht gekommen wird. Als Paulus sich so verteidigt, dann schrie Festus zu ihm, Paulus, du bist nicht ganz süß, du bist von deiner großen Wissenschaft überschnappt. Er übersät, mein hochgeachter Festus, ich groß nicht, aber red vernünftig die Wahrheit. Die kann ich weit all das an. Und er kann mich frei zu von diesen Dingen reden. Wie es ich weit hast du mit bekannt. Das ist nicht, wo am Winkel passiert. Kann ich, Agrippa, glaubst du, was die Propheten sehen? Ich weit, dass du dort glaubst. Und dann sagt Agrippa zu Paulus, du fehlt nicht viel. Dann hast du mich bereit, auch ein Christ zu werden. Kann ich, Agrippa, hat Gott gewiss, was die Propheten über den kommenden Messias geschrieben haben. Und er hört von anderen Menschen, wo Jesus diese Prophezeiungen alle vor dich brach, wie es diese Dinge nicht plötzlich tun wird, nicht? Die werden ganz öffentlich tun. Die Menschen, das gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Zeugnissen von Menschen, die Jesus diese Dinge sagen und seine Lehrhirten, dass wir nicht am plötzlich tun werden. Und kann ich Agrippa wissen von all diesen Dingen oder von vielen von diesen Dingen. Und du wegen, sagt heute Paulus, du fehlt nicht viel, dann hast du mich bereit, ein Christ zu werden. Aber für was Menschen schien dort nervös genug zu sein. Die sagen, noch im Bett, dann würde ich Jesus auch annehmen. Wahrlich? Wofür fehlt noch? Wo wird Jesus noch ans Wiesen machen oder ans Lehren machen, ehe wie am persönlich vom Horten annehmen würden? Oder wenn wir an unsere Kinder denken würden, oder Freunde oder Familie, die noch nicht Christus dienen. Manchmal war wir müde und mutlos. Einer hat alles gebraucht für dich. Alles zu erklären, was erklären fällt, und zu wiesen, was wiesen fällt. Aber die blieben von Christus weich. Liebe Geschwister, was kann ich noch für dich tun? Beten und nicht abhören. Right? Viele weiten alles, was zu weiten ist. Aber die haben ihre Horten für Christus tau. Die werden leider am Bräudenweich sein. Und die machen bloß beten und nervös abhören. Nervös meid worden zu beten. Wenigstens ein Tag können das noch anders werden. Werden wir nicht meid worden mit beten. Für die verloren gehen, als das Wort vom Kreuz so es ansehen. Woran wirst du sein, dass es nicht zu verstehen ist? Oder nicht Sens merkt? Wirst du sein, dass es nicht zu bewiesen ist, dass es stammen wird? Das seien sie, obwohl viele Christen Wunder getan haben, und auch Zeit genommen haben, Gottes Wort ganz deutlich zu erklären und auszuleihen. Und doch gibt es ein Ding, das keiner weich reden kann, und das ist, dass das Wort vom Kreuz Kraft hat. Das hat Kraft. Wir lesen in 1. Korinther 1, Vers 18 bis 21. Für die verloren gehen, als das Wort vom Kreuz so es ansehen. Aber für uns, die wir seilig waren, als dort eine Gotteskraft. Und dann sagt er, du steht geschrieben, ich war die Klüge ihre Klugheit zu nichts merken, und die Verständige ihre Verstand und sieht stahl. Wo sind die Klüge? Wo sind die Gelehrten von der Schrift? Wo sind die weltlichen Wesen in dieser Zeit? Hat Gott nicht die Weisheit von der Welt zu ansehen gemerkt? Die Weisheit von Gott, wir alle wegen einer Welt. Aber die Welt in ihrer Weisheit sagt nicht, an wer Gott wir, so gefällt Gott dort, durch die ansendige Predigt, die zu raten, die daran glaubten. Liebe Geschwister, dort Wort vom Kreuz hat Kraft an sich. Sei viel Kraft. Dort ist kraftvoll und mächtig. Dort kann eine ganz
sozusagen schwinget Leben, der ganz schwer ist, der wird ganz nicht merken. Das habe ich persönlich belebt. Gott kann das tun. Du hast Kraft an sein Wort. Gott kann große Wunder tun. Gottes Wort sagt in 2. Korinther 4, Vers 17, du wegen, wenn wer in Christus ist, dann hast er ein neuer Mensch. Dort wird er vorher, wie es nicht mehr, er ist nie, der wird nie gemerkt werden. Das Evangelium hat die Kraft, Horten zu heilen. Die muss voll Bitternis und Hass werden. Dort hat die Macht, um Beziehungen und Verhältnisse zu verbessern. Die lang schwer werden. Dort hat die Kraft, Versicherungen zu überstehen und von Sucht loszumerken. Dort hat auch persönlich muss sein. Und Paulus sagt, der ansendige Predigt von Jesus Christus, Jesus gekreuzigt und abgestoßen. Durch diese ansendige Predigt, die wir predigen, geht Leute raten, die daran glauben. So diese Kraft, als für alle Menschen, die glauben wollen. Und hier kommen wir zu dem wahren Grund, woran so viele das Evangelium offline tun und sich den Bräutenweg wählen, wie sie nicht glauben wollen. Woran nicht? Wenn sie an das Evangelium glauben, dann müssen wir auch an der Rechenschaftspflicht Gott gegenüber sein. Wir müssen zugeben, dass wir arreich werden und unsere Sünden erkennen. Dass ja viele, die zu stolz sind, das zu tun. Zweitens, wenn wir an das Evangelium glauben, dann sei wir, dass wir Gott gegenüber die Verantwortung haben, ans Leben für ihn zu leben und nicht für uns selbst. Wir müssen arm aus Haar ewer ans annehmen. Und die meisten wurden lieber an ihre Sünden sterben, aus dem Herrn zu dienen. Die sagen, ich will für mich leben, weil nicht, dass die für so tun, fürs Gluf sind. Die sagen, die wollen keine Meister haben und die haben über so tun über sich. Und wofür scheint geht das Leben nicht, wenn wir Jesus dienen und eine Stadt so tun in seine Macht. Die Welt sagt uns, dass Christen verreckt sind. Dass wir, liebe Geschwister, ihre Hesterkopf sind, sagt Gottes Wort. Und dort wir proben die Welt auch auf den Kopf zu stellen. Das wird Apostelgeschichte 17 sagt. Aber die Wahrheit ist, dass die Welt und die Weisheit von der Welt wird ihre Hesterkopf ist, nicht wie. Der Herr will uns brücken, um die Welt weiter treich zu stellen. Und wenn die Welt Jesus und Paulus fragt nannten, wie sie an ein Evangelium glaubten, wo das Leben verwandeln wird, dann wollen sie uns auch so nahen. Aber weil wir nicht müde wollen, liebe Geschwister, weil wir nicht mutlos wollen, weil wir alles tun, was wir können, um verlorene Säulen, die auf dem breiten Weg von der sind, zu halten, den schmalen Weg zu finden, der zum ewigen Leben führt. Und so ich sage, manchmal scheint dort, als ob wir alles geprüft haben, alles getan haben, was wir können. Aber wir können immer noch beten, dass Gott Wunder tun wird. Dass er ihre Worte reden wird. Und die Menschen sich rauben wird. Amen.